Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Eldrador Creatures Shadowfall. Und ihr seht es hier, wir fangen sofort an mit dem Kampf gegen den Eisdrachen. Mal gucken, ob mein Team, hier zu sehen aus 4 Leuten, dem Lavadämon, dem Lavadrachen, dem Dschungelungeheuer und der Eisratte, ob die was taugen gegen den Eisdrachen. Wir werden es sehen, und zwar jetzt. So, legen wir mal los. Die Lavahyäne lacht besonders doof, wenn man ihre Pfote kitzelt. Creatures waren euch anscheinend nicht gewachsen. Nee, uns sind keine Eis-Creatures gewachsen, das ist richtig. Sie haben sich aber immerhin ordentlich Mühe gegeben. Das stimmt, das Ihr stimmt. seid nun weit genug in meine Eiswelt vorgedrungen. Weicht zurück oder spürt meinen Zorn. Könnten wir zuvor nicht unter 4 Augen reden? Von Drache zu Drache? Bisschen verhandeln, Diplomatie ist immer gut, ne? Die Eiswelt gibt sich nicht mit Creatures aus der Lava-Welt ab. Verteidigt euch! Okay. Ne, wir haben es probiert. Da kann man halt nichts machen, wenn die nicht wollen, ne? So, erstmal gucken, was er so drauf hat. Er ist ein Eisdrache. Der majestätische Herrscher der Eiswelt kann mit seinen Schwingen im blitzschnellen Sturzflug Creatures zu Eis erstarren, um sie danach mit seinem eiskalten Atem wegzupusten. Er ist eisresistent, er kann also nicht vereist werden. Er hat freundlichstes Feuer. Angriffe schaden nicht den eigenen Creatures. Friendly Fire. Und er ist Boss. Diese Creature ist besonders stark und hat ein hübsches, aber rein symbolisches Icon mit einer Krone. Wahnsinn. So, hat einen Eisatem. Also das, was mein Feuerdrache mit Feueratem hat, hat er hier mit Eisatem. Gut zu wissen. Ansonsten hätte man hier noch 2 Wölfe, die direkt angreifen müssen. So. Na los! Ich muss erstmal gucken. Also wenn ich mich hier hinstelle, das sieht gut aus. So. Ich probiere erstmal zu Mana zu kommen, ne? So. Ich probiere erstmal zu Mana zu kommen. Ja, ich probiere erstmal positionieren. Erste Runde ist positionieren, ne? Das kennen wir schon irgendwie. So. Ich höre. Ihn stelle ich mal hier hin. Okay. Stellen wir besser hier hin. Und ihn stelle ich dahin. So. Und dann war es das mit unserer Runde. Erstmal positionieren, ne? So. Gut, dann legen wir hier jetzt erstmal los. Und zwar folgendermaßen. Er holt sich den hier, das ist klar. Mein Drache könnte... sich den hier holen. Dann den Flug machen, darüber, also dahin. Ihn wegschubsen ein bisschen. Es ist natürlich klar, dass man Level 6 Drache gegen Level 8 Drachen nicht wirklich viel ausrichten kann. Aber ein bisschen was kann ich ja machen. So. Ein bisschen Energie kann ich ihm schon abziehen. Meine Lianenarme brauchen Beschäftigung. Ihn stelle ich hier hin. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der braucht, um anzugreifen, ein Leerfeld. Also er kann meinen Drachen angreifen, aber nicht mich. Haha. So ist der Plan. Komm mal her. So. Dann vergiften wir ihn nämlich noch gleich. Letzter Fehler. So. Gut. Die Ratte... Soll sie sich gleich einen Wolf ranmachen? Oder besser... Pass auf. Ein Klon erschaffen. Daneben. Während ich hier unsichtbar bin und daneben hingehe.
So, ich kann jetzt auch noch mal angreifen, fällt mir gerade ein. Ja, okay, bringt jetzt hier gerade nichts. So, da ist mein Eisklon. Ah ja, hier, er kann ja auch noch was machen. Ja, nix kann er. Oder, da. Ich kann natürlich hier hinspringen. So, hüpf mal. Hüpf. So, sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So. Reicht. Nächste Runde bitte. Nächste Runde bitte. Runde? Der hat seinen eigenen Mann getroffen. Das tut weh. So, und die hauen halt alle auf die Eisratte drauf. Tja, Pech gehabt. Oha, da kommen neue Gegner. Ich will versuchen mit der Eisratte. Genau auf die Schnauze. So, genau, auf die Schnauze. So. Was jetzt? Was jetzt? Mich da unten hinstellen. Damit ich mit ihm hoppala, da hochgehen kann und darüber hüpfen. Das würde aber meinen Drachen auch treffen. Dann nehme ich halt meinen Drachen, der hat schon was gemacht. Ja, komm, dann trifft es halt meinen Drachen. Nein, das trifft aber ziemlich viel, mein Drachen. Das ist nicht gut. Ja, dann nehme ich den Zug zurück und hüpfe hier hin. So. Ich tue ein Feld nach oben schubsen, aber da steht er immer noch im Feuer drin, weißt du? So. Meine Lianenarme brauchen Beschäftigung. Meine Lianenarme brauchen Beschäftigung, sagt er. Natürlich schlecht. So, jetzt ab. Dann gucken wir mal. Nicht auf die Pfoten treten. Ei. Oh, das da unten, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist nicht gut. Uah, das ist ein Greif. Okay, da müssen wir aus dem Weg springen, das ist ganz klar. Was wir dann auch hiermit machen. Pass mal auf. Kann ich irgendwie ihm hier wegspringen? Beziehungsweise... Na, es geht mir um dich da. Also ich muss da hoch, das ist klar. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Wo ist denn das? Da ist unsere Eisratte, gell? So, der ist dann nicht ganz platt. Das ist schlecht. Dann würde ich sagen, pass auf. Wir basteln hier wieder einen Klon von uns hin. Da basteln wir einen Klon von uns hin. Ja, dahin. Bitte einmal klonen. Dann werden sich alle darauf konzentrieren. Während ich mit der Ratte rumlaufe und guck, dass ich ihn angreife, so gut es geht. Das war dein letzter Fehler. Ja, das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Aber so ist es nicht. So, guck mal da. Der größte Gegner ist jetzt erstmal vom Feld. Das ist schon mal gut. Diesen Kampf zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Ja, ja. Hey, warte doch! Ja. Ach so, ist schon fertig. Wir mussten nur den Eisdrachen besiegen. Ich dachte, wir müssen auch den ganzen Rest noch. Ja, das ging erstaunlich flott. Ich habe jetzt halt wirklich gedacht, dass das hier alle besiegen müssen. Ja dann,
Ey, super gemacht, Team. Wirklich sehr gut. Ich bin stolz auf euch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und so macht sich der Eisdrache mit seinen Schwingen davon, um seine Kräfte für einen zukünftigen Kampf zu sammeln. Ja. Und wir gehen nicht zu einem Level 13 Gegner, denn den schaffen wir nicht. Wohingegen wir einen Level 8 Gegner sehr wohl schaffen können. Und das werden wir jetzt auch beweisen. Mit denselben, mit dem wir gerade eben gekämpft haben. Damit die ein bisschen aufleveln. Es geht mir vor allen Dingen um den Lava-Drachen. Greift die Ice Creatures an! Ach, Ice Creatures? Welche Ice Creatures? da dachte ich mir auch gerade. Meint der die Schneemänner da oder was? Schattenassel muss diese Schneemonster vor uns meinen. Okay, wirklich? Sind die doof? Mischt euch nicht in unseren Kampf ein! Wie wir uns da einmischen? Ja, aber... was ist denn das da? Sag mal her. Schneemonster. Sieht fast wie ein richtiges Monster aus. Hat immerhin 35 Energiepunkte. Ist eisresistent, kann nicht vereist werden und kann nicht geschoben oder gezogen werden. Also das sind doch... Ja, sind die jetzt halt echt? Weiß nicht. Also eigentlich sind das einfach nur Schneemänner. Nun gut, wenn die das denken, dann können die das ruhig machen. So, dann wollen wir mal ein bisschen dafür sorgen. Wer? Ich? Moment, erstmal gucken, wie seine Reichweite ist. Der kann dann genau hier hinspauzen. Das macht ja aber nichts. Erstmal mit der Ratte hier hingehen. Dann baue ich ein Klon von mir, was die Gegner erstmal ablenkt. Ne? Nur um dann hinzugehen und nichts zu machen. Ja, nur um dann hinzugehen und sitzen zu bleiben. Das ist ganz wichtig. So. Wir gehen hier hin. Aber ich zerstöre das da. Ich brauche hier Preis. Hoppala. Hoppala. Ich brauche hier freies Spielfeld, wollte ich sagen. Nun ja. Das lief ja nicht so gut. Habe ich meine eigenen Männer vergiftet. Das ist alles nicht so gut gerade. So. So. Ja, nee, reicht. Komm, nächste Runde. Nächste Runde, Kunigunde. Jetzt gehen sie natürlich alle auf meine Ratte drauf, weil sie nämlich alle doof sind. So. Zeit für ein Schläfchen. Schläfchen. So. Guti. Die Ratte ist immer noch unsichtbar. Und hat wieder volle Energie. War ein Versehen. Ich wollte nicht wirklich meine Ratte angreifen. So. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt halt hier am besten regeln. Okay. Ach so. Hä? Ah! Mann, nein, das hat schon gestimmt. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. So, das hat schon gestimmt. Wir könnten ja wieder... Ja, nee, komm, den da hauen wir einfach weg. So. Rüber mit dir. Dann würde ich gerne ihn hier, also nicht ihn hier, aber warum eigentlich nicht? Komm, den vergiften wir einfach. Die Assel mag ich nicht, weil sie nämlich Fernkampfangriffe machen kann. Und das finde ich nicht gut. Du kannst mir keine Angst einjagen. Sagst du. Okay. Komm, wir gehen mit dem Drachen einfach ein Stückchen runter. So, los. Was? Sag ich doch. Siehst du, deshalb mag ich die Assel nicht. Also jetzt gehen sie alle auf meine Ratte drauf. Ich glaube, es geht los, oder was hier? Wir kommen auf jeden Fall mal hier unten hin. So. Und jetzt legen wir los. Und zwar folgendermaßen. Worauf warten wir noch? Du gehst hier hin und haust den da und den da. Sehr gut.
Die Ratte. Ja, du. Soll doch bitte hier hingehen und ihn platt machen. Ja. Guti. Der Drache darf ein bisschen fliegen. Und zwar hierhin. Kaboom. Und ein bisschen Feuer spucken. Und zwar hierhin. Bringt jetzt nicht so viel, aber ein bisschen. So. Und du darfst auch noch hüpfen. Und zwar dahin. So, dann ist schon mal die Assel aus dem Rennen. Das ist mir das Wichtigste, dass die Assel aus dem Rennen ist. Wobei man halt sagen muss, dass der Dino da auch, ja, wie man sieht, was kann. Aber was nützt es? Nix nützt es. Bam. Au. War mal wieder sehr doof von mir. Jetzt habe ich meiner eigenen Ratte wehgetan. Naja, komm. Den Zug nehmen wir zurück. Tut mir leid, kleine Ratte. Tut mir sehr leid. Wirklich, hier soll nicht mehr passieren. Erstmal hier. So. So, jetzt ab. So. Man muss ja jetzt nicht mit aller Gewalt sich selbst hauen. Wir sind ja nicht bei den 3 Stooges, die sich selbst hauen. So. Ja, passt soweit. Komm, nächste Runde. Jetzt gucken wir mal, wo der Gegner kommt. Oh, ja, ich stehe hier im Feuer. Ach, von unten kommt er. Dann würde ich sagen, geh du mal irgendwie hier hin. Du gehst mal von dem Feuerfeld runter. Das ist eine doofe Idee. Und du gehst da oben hin. Und nächste Runde, bitte. So, oh, Mini-Creatures? Was für sind denn das? Jetzt mal gucken. Hä? Die kenne ich ja noch gar nicht. Schatten-Mini-Creature. Die hinterhältigen Schatten-Mini-Creatures gehorchen dem Schattendrachen, wenn sie nicht gerade einen anderen Schabernack vorhaben. Die sind schattenresistent, sie sind flink und ja, so sind Mini-Creatures. So, Schatten-Minis-Attacke. Stützen sich aber an Creature, hinterlassen eine Schattenwolke auf dem Feld. Je mehr Mini-Creatures in der Gruppe sind, desto höher der Schaden, das wissen wir. So, also, dann würde ich mal sagen, das sieht doch schon mal recht gut aus. Zuallererst mal darf mein herzgebobbelter Drache hier, der darf das hier machen. So, sehr schön. War das zu heiß für dich? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So. Du haust jetzt einfach wieder. Gibt's noch genügend. So. Er hier macht jetzt ganz was Lustiges. Und zwar geht er hier hin, um dann darüber zu hüpfen. Oh, hopp. So, eine Creature weg. Hier hat's von 3 eine gekostet. Sehr schön. Meine kleine Ratte, die mag ich sehr. Die darf mir jetzt nämlich einen Doppelgänger erstellen. Und zwar hierhin. So. Und nächste Runde bitte. Immer auf die Kleinen. So, ey, wieso haut die mich? Wieso geht die nicht auf die Ratte? Ich dachte, das ist der Plan dahinter. Ey, das war nicht gut. Okay, das war gar nicht gut. So, hier brauche ich mich nicht drum kümmern. Hier brauche ich mich nicht drum kümmern. Hier muss ich auf jeden Fall runter. Beziehungsweise... Verschwende nicht meine Zeit. Ja, verschwende nicht meine Zeit. So. Erstmal einmal. Zweimal. Und du... Oh, geht gar nicht. Ah, du kannst dich hier hinstellen. Und haust ihn 3-mal.
So, das sollte es gewesen sein. Die Ratte oben ist unsichtbar, macht aber nichts. So, zack, zack. Weg sind sie. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Aha, es kommt noch eine Welle. Von unten. Von unten. Dann würde ich sagen, wir bleiben. Wir bleiben. Ich werde schon wieder komisches Zeug. Setzt sich da oben hin. Der Drache steht hier wieder mal relativ gut. Er stellt sich besser dahin. So, nächste Runde. Kunigunde. 2 Asseln. Aha. 2 Asseln. Dann machen wir das folgendermaßen. Er hier fliegt da runter. Au, habe ich natürlich wieder meinen eigenen Gegner getroffen. Sehr schön. Und gleich mal ein bisschen Feuerchen drauf machen. Meinen eigenen Gegner, meinen eigenen Freund getroffen. Du hier holst dir das da oben. Er hier haut den da, der dann den anderen haut. So war der Plan. Was jetzt? Und du hier gehst jetzt dahin und haust einfach den. Ich brauche mehr Gegner. Ich brauche mehr Gegner. So, nächste Runde bitte. So, wen greift die Assel an? Mein Drachen. Na, das ist vielleicht gar nicht mal so dumm, die Idee. Aber bringt halt nicht viel. So, gucke. Das sollte es jetzt aber gewesen sein, oder? Ja. Sehr schön. Heute sind wir richtig gut dabei, merke ich gerade. Mit Ice Creatures hätten wir euch locker besiegt. Natürlich. Natürlich. Ganz ohne Zweifel. Ja, ganz gewiss. Blöd, dass diese Schneemonster nicht unserem Team beitreten können. Ja, komm, also ich meine, so viel haben jetzt diese Schneemänner da uns jetzt auch nicht gebracht irgendwie. Außer, dass wir uns hinten dran versteckt haben. So, Lavadämons Level 8. Sehr schön. 10% mehr Leben und Schnellheilung. Sehr schön. Lavadrache ist Level 7. Auch gut. Dschungelmonster reicht für Level 9. Jawohl. Und die Eisratte reicht nicht für Level 10. Aber Most Valued Player, Lavadämon. So. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier weiter gucken. Irgendwo hier, da war noch Gold. Die muss man natürlich einsammeln. Gehen wir weiter durch die Lava-Welt. Ja, ich weiß nicht. Weißt du, die Lava-Welt schön und gut, aber es ist jetzt Level 9. So langsam wird es halt anstrengend. Wir könnten ja aber auch erst noch in die... Ja, komm, das machen wir, oder? Wir gehen jetzt mal ganz zurück. Keine Angst, es wird noch einen Kampf geben in dieser Folge. Wir gehen jetzt aber erstmal ganz zurück und machen andere, kleinere Gegner platt. Mein Level 9, schön und gut. Was war denn der da eigentlich für ein Level? 11 oder so, gell? 12. Dann weg, bevor er uns sieht. So. Wir gehen mal rüber in die Steinwelt. Ja? Wo ist denn die? Wie bin ich denn hierher gekommen? So irgendwie, gell? Ja, genau. Wir gehen jetzt erstmal in die Steinwelt und machen da noch ein paar Gegner platt. So. Hier geht's nicht weiter. Da oben rum? Nee, wie war denn das? Da neben rum, ja. Wir machen da noch ein paar Gegner platt. Wir haben ja erstmal hier nur die alles an Mini-Creatures erstmal befreit, weil ich das so wollte. Ja, der wird zu stark sein wahrscheinlich. Ja, doch. Ein wenig zu stark. So. Im Felsental, wo die komischen grünen Augen gucken. Ach, da, guck. Steindrache auf Level 7. So, erstmal gucken, kann ich mir schon irgendeine Verbesserung reinhauen? Leider nicht. Erfolge. Was gab's denn? Einer gegen alle. Besiege 20 Gegner mit dem Dschungelungeheuer. Ja, hab ich gemacht. So. Dann würde ich sagen, den Kampf nehmen wir noch mit. So. Dschungelungeheuer würde ich gerne austauschen gegen den Steinwolf, den Granitwolf.
So, dann haben wir 2 Feuer, einmal Eis. Können wir den Lavadämon auch noch gleich austauschen? Gegen die hier... Nee, das lassen wir so, oder? Ja, so machen wir den Kampf. Mal gucken, was das jetzt gibt. Oh, der Steindrache. Oh, der Steindrache. Jetzt bekommt ihr einen richtigen Gegner und nicht nur ein paar Mini-Creatures. Da sind doch aber Mini-Creatures. Toll. Endlich zeigt sich hier mal der große Chef. Lade alles vernichtenden Ultralaser auf. Was? Feuer Nicht gut. bereit in 3, Nicht gut. 2, Nicht gut. Dauert das immer so lange? unterbrich mich nicht. Jetzt muss er wieder von vorne anfangen. Du warst bei 5. Bei 5 warst du. Feuer bereit in 3, 2, 1, 2. 2. Ich muss mich konzentrieren. Er ist nicht so der hellste, ne? Mini-Creatures, greift an und verschafft mir etwas Ruhe. So. Also er hat hier einen Mega-Laser. Zeig ich mal kurz her. Steindrache. Wenn der schwer gepanzerte Steindrache erst einmal die Ruhe gefunden hat, seinen alles vernichtenden Ultralaser aufzuladen, dann macht ihm keiner mehr seine Position als Anführer streitig. Zeig ich mal her. Ultralaser. Erster Zug, suche eine Creature in Reichweite als Ziel. Zweiter Zug, feuer einen massiven Laserstrahl, der alles in einer Linie durchdringt. Der Schaden nimmt mit der Entfernung ab. So, das wollen wir natürlich verhindern. Und deshalb gehen wir jetzt hier überall hin. Und gucken, dass wir unsere Angriffe wieder auf den Drachen selbst konzentrieren, weißt du? So. Egal, pass auf, wir stoßen den jetzt ein bisschen zurück, warum auch immer. Aber jetzt kann ich ja gar nicht gescheit angreifen. Ach Mann, das war eine dumme Idee. Moment. Das zählt nicht, das zählt nicht. Oh, jetzt muss ich alles wieder von vorne machen? Naja. So. Lass mal ein bisschen draufhauen, ja? Er geht ja hier hin. Und holt mir das da. Bin da. Das ist schön für dich. So. Und was er machen soll, ist hier hingehen. Mal gucken. Ja, das sieht gut aus. Jetzt drängt er halt niemand zurück, außer meine eigenen Leute mal wieder, weil ich ein bisschen doof bin und nicht aufgepasst habe. Dafür treffe ich hier 3. Den Steindrachen ein bisschen, dem macht das nicht so viel aus, aber den Mini-Creatures, denen macht das ordentlich was aus. Und darum geht's mir. Bereit. So, kampfbereit, ja, bringt halt nur nichts. So. Wie sieht's mit dem Wolf aus? Der Wolf kann auch noch ein bisschen Schaden machen. Ja, okay, gut, machen wir. Aufhören, so, gucke. Einer weniger. 2 weniger, um genau zu sein, ne? Nur erwähnt. Oh, ich stehe im Wasser drin. Oh, das gibt extra Schaden. Ei, hör doch auf, hör doch auf. Oha. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier wegkomme. Und wenn es nur hier rauf ist. Aber, ich gehe hier erstmal hin. So. Ich guck mal, wie wir das jetzt machen am besten. Ja. Mit der Ratte hier hin. Dann angreifen, die Mini-Creature platt machen. Somit ist der Weg für meinen Drachen hier frei gemacht, damit er sich da runterstellen kann. Da ist es nicht ganz so gefährlich. Ja, gut. Moment, noch keinen Angriff machen. Du gehst hier runter.
Greifst diese Mini-Creatures hier an. Er hier haut den jetzt eine rein. Bam, bam. Ja, und jetzt pass auf. Wird noch besser. Jetzt kommt der Angriff von mir. So. Ja, da guckt er. Ja. Da seid ihr baff, was ich alles drauf habe. Bin ja selbst verwundert, dass das so gut geklappt hat. Hey. So, ja, du kannst du vergessen. Holst das da oben. Schießt unten auf Mini-Creature. So. Jetzt können wir uns mal schön auf ihn hier konzentrieren, ja? Und zwar im besten Falle so. Ne, dahin gehen bitte. Einmal so. Das kostet den ganzen Lebensbalken. Und ich darf nochmal. Aha. So. Und jetzt ist er vergiftet. Sehr gut. So, dich will ich da runter buxieren. Der geht sich in der nächsten Runde, geht er sich dann das Mana holen. Während ich mit ihm hier hingehe. Ne, hier hingehe. So. Und ihn dahin buxiere. Dem armen Steindrachen, dem wird hier wirklich ziemlich übel mitgespielt, sag ich euch. So, Gegner ist an der Reihe. Ja, Gegner schießt jetzt nach oben. Mir doch egal. So, Junge, du bist ganz böse in der Zange. Oha. Wollte ich mal sagen. So, du gehst hier runter, holst dir ein bisschen Energie. Fliegst dann, lass mal gucken, hier hin. Ja. Fliegst hier hin, damit er wieder näher dran ist am Drachen. Kann jetzt aber auch sein... Das war dumm, ne? Naja, ich hätte dahin fliegen sollen, naja. Naja, man kann nicht alles haben. Auch das war eine dumme Idee, aber egal. So. Wenn ihr mich nicht dauernd ablenken würdet, dann hätte ich euch schon längst... Das sagen sie alle, wenn ihr mich nicht ablenken würdet, ne? Wir sehen uns wieder an einem anderen Ort, der ruhiger ist. Ja, woran mir denken kann. Will der große Chef etwa vor uns flüchten? Nein, taktischer Rückzug. Wir müssen ihm folgen. Nur er wird den Steinweltenkristall besitzen. So, perfekter Sieg. Jetzt lass mal gucken. Der Granitwolf hat ein Level ab. Sehr schön. So, was gibt's denn jetzt extra? Ja, 10% mehr Leben. Sanitäter, was ist denn das? So, das lief deutlich besser als erhofft. Folgen dem flüchtenden Steindrachen weiter in die Steinwelt hinein. Okay, flüchten wir ihm weiterhin, hält man ihm weiter in die Steinwelt hinein. Hier ist Level 12. Da muss man ein bisschen Angst haben. Also, da muss man ein bisschen Angst haben. Da habe ich ein bisschen Angst vor, so meine ich das. Level 9. Guck mal hier. Ja. Was ist denn das für ein krasser Golem? So einen will ich auch haben. Aber ich will auch eigentlich das da oben haben. Ich glaube, das ist noch zu stark für uns. Guck, da oben ist Gold. Okay, ich muss also hier hoch, damit ich oben ans Gold komme. Oh, ich kann wieder ein Gold verteilen. Dann werden wir das noch schnell machen. Nicht, dass es was bringen würde im Moment, aber bald haben wir dann wieder ein bisschen mehr. So. Auf alle Fälle ist ein Waschke Frikadelle. Okay? Und mit diesen weisen Worten entlasse ich euch in den restlichen Tag. Morgen machen wir weiter. Da hämmern wir uns dann bei dem hier. Da hämmern wir uns durch. Okay? Alles klar? Danke. Tschüss. Das war eine schnelle Verabschiedung. Oh je. Danke, tschüss und adieu.